Zum Beispiel du ein ganz gutes Beispiel gehabt, wir hatten am April eine Pressekonferenz über den Lützeburger Spruch, wo wir ganze Maßnahmenkatalog vorgestellt in der Favor von der Lützeburger Spruch. 2 oder 3 Minuten nur als CSV kommen mit ihrer Offensiv für den Lützeburger Spruch. Wir sind am April aufgrund von einer Pressekonferenz vernannt gehen als Populisten. Am CSV als aber die Initiative für Lützeburger, am 2-3 Minuten nur als die Initiative von der CSV, aber nicht gelöst gefunden worden. Op der enger Seite ist natürlich extrem bedauerlich von einer Leid Lorbeere für das Einheimsen, was geschafft wird. Auf der anderen Seite fand ich aber immens flott, weil der nie sein Kehr bewiesen wird. Weil ja nicht verteidigt, da den aus der Opposition heraus auch kann etwas bewirken, etwas kann reell ändern. Und ich meine, das ist immer Ziel von der Politik. Man sieht bei der Euthanasie, da haben wir ein Sujet abgeholt aus dem Jahr, über den man die nächste Menge vielleicht noch viel Werte muss schwätzen, das frohe Monarchie, Referendum, Verfassung an so viel. Ich meine, es Sinn viel die ganze Entstehungsgeschichte von der Entregie mehr institutioneller Krise zurückzukommen, ausgelöst durch das Euthanasiegesetz, das der Grand Duc nicht wollte unterschreiben. Am Rekordtempo hast du die Verfassung geändert, da der war zwar nicht Frau, aber weil der Grand Duc sich dann anscheinend so gewünscht wird, haben wir das mitgedrohen. Du könnt ja auch so in Reden, für was die Abregungen, die Änderung vom Artikel 34 oder das so sehr geschieht, dass du hast ja, warum sich just nicht gemerkt, aus der Modell gestaltet ging, für die Verfassung lo eben sehr einer Realität so gepasst, genau einer Praxis so gepasst, genau wie es anscheinend schon Jahrzehnten ernannte Fall war. Das ist eine Verfassung, ist ein Jurist. Eine Verfassung als die ewigste Norm von einem Rechtsstaat. Eine Verfassung als Grundgesetz, dass der Grund stehen, auf dem eine ganze Gesellschaft beruht. An so einem Grund stehen, geht den nicht all gut in der Frickelen, und da geht den auch nicht schleifen, und da geht doch nicht so etwas, wie CSV es genannt wird, eine Verfassungsrealität. Es gibt ein geschriebenes Wort. Wenn ich eine Verfassung will ändern, dann muss ich klipp a klar Vorstellungen haben, wie sie soll aussehen. Und insofern ist das positiv von der Krise sein. Also alle Parteien aufgerufen, hier eigene Vorstellungen, klipp a klar durchzunehmen. Und da wir optimalerweise ein Referendum nicht über einen Artikel von der Verfassung, sondern über den gesamten Verfassungstext, wo Parteien sich an einen Konsens eins gehen, und dann wird die Verfassung auch nicht hier voll Valeur, weil den Ausdruck ist vom Souverän, das Volk ist. Das ist das, was mir als ADR sowieso für eine Verfassungsänderung, ein Referendum, Volk muss gefordert werden. Ja, viel zu viel oft haben die sukzessiv CSV-Regierungen Verfassung ihrer Politik angepasst. Ihr Gesetz war antikonstitutionell, verfassungsfeindlich, man dann ändern wir Verfassung. Und das ist einfach der falsche Weg. Wenn ein Gesetz verfassungsfeindlich ist, dann muss Gesetz dann nicht gehen, aber nicht Verfassung. Da muss dieser Respekt an dem Land kommen, für der Verfassung, für den Grundtext. Das ist das Allerwichtigste. Da denn dann eine Verfassungsreform so über die Knie bricht, mutwilligerweise, obwohl wie Herr Juncker ja selber gesagt hat, monatelang au courant ist, dass ein Problem kann auftauchen. Und anstatt dann am Dialog mit den anderen Parteien, mit allen anderen Parteien, zu probieren, eine proper Lesung zu finden, geht aller weit, wenn 24 Stunden auf den Verfassungstext gefeilt. Das ist mir profund missfällt. Und das war zähneknirschend dann eben gut gehischt, weil die Staatschef da so... Wir haben nicht gut gehischt, wenn man eine Situation möchte, wo man keine andere Schwamm hätte. Vielleicht ganz oft der Situationen sind, wo sie so gut hätte ich das Rote gewusst, dann hätte ich nicht behandelt, mir haut und ich eben keine andere Schwamm. Jeder von uns hat schon so Situationen in seinem persönlichen Leben, wo gesagt wird, gut, da muss ich die Feste aufschlecken. Und so haben wir die Verfassungsänderung macht gedroht, bestimmt nicht, wenn wir der Meinung sind, dass es richtig ist oder gut ist. Weil wenn die Pouvoir wäscht von einer Institution, in diesem Fall der Grand Duc sanktioniert Gesetze, dann muss ich auch nicht ein anderes Pouvoir schärfen, weil sonst gerät die Balance von der Macht durcheinander. Und das ist das Schlimmste, was in Land passieren kann. Wenn man da zähneknirschend macht gedroht, für Macht zu helfen, eine institutionelle Krise zu verhindern, wo man aber nur vielleicht riskieren, dran zu rutschen, da gibt es ja eine Initiative, man wissen nur, zum Zeitpunkt, wo die Sendung abgeholt ist, nicht, was Ende von der Initiative
Referendumsinitiative rauskommt, ob dann tatsächlich zu einem Referendum können, die wird die Änderung vom Artikel 32, 34 Bauder. Wie verhält der sich dann prinzipiell zu dieser Initiative? Wenn das am Fall gesagt, es kommt tatsächlich nach zu einem Referendum über die Verfassungsänderung, weil da wäre ja die institutionelle Krise da. Wie verhalten wir uns dann vis-à-vis von dem Referendum? Bon, ADR kind opsto für alternativdemokratische Referendumspartei. Schenkt wat eng Partei hier am Land gibt, die immer gesot wird. Mir sie für Direktdemokratie, wo es nicht geht, sogar für Referendum auf Initiative populär, was hier der Fall ist. Da wäre mir das. Und ich denke, es ganz schlecht zu Gesicht, wann dann nochmal keine Initiative populär da ist. Für dann zu sagen, wir sind gegen das Referendum. Nee, selbstverständlich, weil die Verfassungsänderung, Artikel 34, wäre falsch. Sie wäre über den Knie gebracht. Und ich fand ganz richtig, von Volleglo dort zu befolgen, dass ich persönlich die noch mein Gemeng mich ausschreiben, für zu unterstützen, dass das Referendum soll stattfinden. Was für Konsequenzen das da konkret holt, das darf ja wohl nicht der Maßstab sein von meiner Attitüde. Sonst wäre ich ein Populist. Da gebe ich so mal, weil das Referendum eventuell einen Ausgang holt, den mir nicht gefällt, dann habe ich kein Referendum. Da sind wir an der Geschichte über ein Europareferendum. Wir lassen das Volk so lange aufstimmen, bis das Volk der Meinung ist, die wir gerne hätten, das Volk soll holen. Und das darf nicht sein. Mit riskiert du aber trotzdem, wann die 25.000 Unterschriften zusammenkommen, für dann die institutionelle Krise zu holen, die nach probiert hat, weil der Grand Duc dann absolut nicht ermängt, dann müsst ihr das Gesetz über die Euthanasie unterschreiben. Nein, ich meine, der Grand Duc wird ganz bestimmt kein Kreidfräsen sind und nicht seinen persönlichen Bruder, wie das fälschlicherweise doch immer gesagt wird. Wird ganz bestimmt kein Kreidfräsen, wird ganz bestimmt nicht sein moralisch Maßstab verändern, wie es irgendwelchen politischen Jahresgeschäft. Es geschieht nichts Schlimmes, es sanktioniert das Gesetz nicht, die Regierung tritt weg, es können zu wählen, man hätte sowieso wählen, den 7. Juni, dann haben wir eventuell wählen, den 7. März oder den 7. April, das ändert fundamental. Was hat dann den ich verwünschen? Muss ich sich nicht wünschen, mehr als Konsequenz muss ich doch nicht fährten. Das ist auch nicht dann von der Welt, wenn man immer das wir mit Echter wird. Vielleicht ein Timing ein bisschen déjà vu. Auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen an der Steuer so verkaufen an der Weltkampagne. Auf der anderen Seite muss ich dann nicht der Reproche gefallen lassen, wo die Politiker im Moment dann nicht Ernstes zu dienen, wie noch nach einer institutionellen Krise zu provozieren, haben wir nicht ein Problem. Also als nicht ihre Macht legitim trotzdem. Ich muss weder 60 Deputierte nach 16 Minister nach Schutz werden. Mit von denen 76 Politiker hat man in Ähnchen die Krise zu beantworten. Und dass der Premierminister den monatelang Bescheid weiß, am nicht gesucht wird. Als zumindest nicht gesucht wird, dann ich will nur noch bei den anderen Oppositionsparteien nicht gesucht wird. Ich könnte nur als abschließend froh die Standardjournalisten vorstellen, was das sehr vielführende waren oder was welche Stellen da wohl ernst. Wenn wir nächstes Jahr in dieser Zeit sitzen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der hat Wahlen gewonnen oder der hat Wahlen nicht gewonnen. Was soll man an dem einen Fall, was soll man an dem anderen? Das ist so etwas, was vielleicht ganz kitschig klingt, aber ganz von Herz kommt. Ich will das Land halt gerne. Und ich will 4 Kanner. Und ich will das auch mit Kanner. Irgendwann in diesem Land können als Lützeburger frei leben, nicht in einer Diktatur von irgendeiner Bürokratie, von einer europäischen oder einer nationalen, als Freimenschen. Das ist wichtig. Und dafür schaffen wir. Und ich hoffe just, dass die Wähler, ich vertraue auf die Intelligenz vom Mensch, erkennt, was für eine Parteien, was für eine Richtung zeigen. Und die Wähler muss ich so, was für eine Richtung es soll gehen. Und sein Wort zählt Schluss. Nur kann ich hoffen, dass der Schluss für meine Partei gut ist, wie vor allem ist dann für mein Land gut. Heute ist so ein Merci, ich so noch richtig dabei, Merci für die erste Sendung am neuen Jahr. Merci für das Nachgucken und merci für allem auch als Geburtstagskampf, wo wir als Sendung daheim haben. Doch alles Gutes, auch für die nächsten 5 Jahre und alles Gute für jetzt noch für 2020.